Hallo, wenn du dir das Video anschaust, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gross, dass du selber auch irgendeine Kamera hast und ein bisschen Fotos machst. Und die Frage ist eigentlich, wie machst du das? Sehr viele Leute haben eine tolle Kamera, fotografieren aber im Automatikmodus. Das ist gut und recht, die Kameras sind mittlerweile unglaublich gut, die können wahnsinnig viel. Aber wenn du im Automatikmodus fotografierst, verschenkst du einfach auch sehr viel, was die Kameras sonst auch noch könnten. Das heisst, die Kamera überlegt eigentlich für dich, was sie machen will. Sie nimmt irgendeinen Mittelwert und wenn man irgendeinen Mittelwert nimmt, ist die Chance relativ gross, dass man schlussendlich halt leider auch einfach mittelmäßige Fotos hat. Wir wollen aber super Fotos, nicht mittelmäßige. Und auf diesem wunderbaren Rädchen hier oben auf der Kamera hat es eben nicht nur das grüne Automatikknöpfchen, sondern es hat eine ganze Reihe mehr. Und ich werde dir heute zeigen, wie einfach das es eigentlich ist, aus dieser Kamera ein bisschen mehr rauszuholen. Merci fürs Zuschauen und viel Spass. In diesem Film hier soll es gehen um die 3 wichtigsten Sachen, die du an deiner Kamera einstellen kannst. Ja, es ist eigentlich gar nicht so schwierig zu wissen, wie eine Kamera funktioniert. Du hast nämlich wirklich, wie gesagt, eigentlich 3 Sachen, die du kannst beeinflussen kannst. Und wenn du diese 3 Sachen beherrschst, hast du deine Kamera eigentlich im Griff und brauchst nie mehr die Automatikfunktion. Die 3 Sachen sind Blende, Verschlusszeit und die Empfindlichkeit. Und wenn du diese 3 Sachen beherrschst du deine Kamera. Für die 3 Komponenten, Blende, Verschlusszeit und Empfindlichkeit von deiner Kamera zu beschreiben, gibt es eine sehr einfache, gute Darstellungsmöglichkeit. Und zwar brauchen wir dafür das Dreieck. Auf diesem Dreieck siehst du die 3 Sachen nochmal und du siehst auch eigentlich, wie sie im Zusammenhang stehen. Du hast Blende. Eine Blende, das ist die Öffnung von deinem Objektiv. Das heisst, wie viel Licht kommt in deine Kamera rein. Die Blende kannst du zutun und auftun und je nachdem kommt mehr Licht rein. Das wird mit dem F angegeben auf deinem Objektiv sehr oft und da ist eine Zahl drauf. Beispielsweise hier haben wir 1,8er Blende, ein 50 mm Objektiv. Je kleiner die Zahl, umso weiter ist die Blende offen. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Also Blende 22 heisst, dein Objektiv ist sehr weit zu, es kommt wenig Licht rein und wenn die Blende offen ist, eben zum Beispiel Blende 2, 2,8, dann kommt sehr viel Licht rein. Die zweite Sache, die du siehst hier, das ist Belichtungszeit. Belichtungszeit heisst, wie lange kommt Licht auf die Kamerasensor. Tust du also sehr kurz Licht rein oder lässt du deine Blende sehr lang offen, lässt lange Licht reinkommen und machst sehr schnell wieder zu. Also zum Beispiel eine kurze Belichtungszeit würde heissen 1/1000 Sekunde, eine lange Belichtungszeit kann 1, 2, 3 oder sogar mehr Sekunden lang gehen. Über sehr lange Zeit, beispielsweise wenn man in der Nacht Aufnahmen macht, ist das so. Das dritte, die Empfindlichkeit, angegeben oft mit ISO. Aus der analogen Fotografie kennt man auch noch den Begriff ASA. Das heisst, wie empfindlich ist der Sensor. Früher, als wir noch mit Film gearbeitet haben, musste man einen speziellen Film kaufen. Und alle Fotos aus diesem Film haben die gleiche Empfindlichkeit gehabt. Heute, mit den digitalen Spiegelreflexkameras, haben wir den grossen Vorteil, dass wir für jedes Foto die Empfindlichkeit von unserem Sensor neu einstellen können. Das heisst, wir können beispielsweise ein Foto, wo wir wenig Licht zur Verfügung haben, können wir unseren Sensor sehr empfindlich einstellen. Wenn wir am Mittag in prallen Sonne fotografieren, können wir unseren Sensor sehr wenig empfindlich einstellen, die ISO runter und dann können wir eigentlich von Bild zu Bild variieren. Das sind die 3 Komponenten und wie die funktionieren, das werde ich dir näher versuchen zu erklären.
Damit die Kamera ein Bild richtig belichten kann, muss sie jetzt nur noch die 3 Komponenten Blende, Verschlusszeit und Empfindlichkeit ins richtige Verhältnis bringen. Hier bei diesem Bild zum Beispiel haben wir eine Blende von 5,6. Das Bild ist richtig belichtet. Und die Kamera sucht jetzt einfach automatisch die entsprechende Belichtungszeit, also zum Beispiel hier eine Hundertstel Sekunde. Sobald ich die Blende zumache, zum Beispiel auf einer Blende 8, muss die Kamera einfach mehr Licht haben, weil weniger reinkommt. Das heisst, jetzt braucht sie eine 80. Sekunde und sie tut dort die Empfindlichkeit auf ISO von 100 auf 160. Wenn ich die Blende noch mehr zutue, zum Beispiel auf Blende 16, die Blende ist sehr weit zu, es kommt nicht mehr viel Licht rein, jetzt tut die Kamera einfach die Empfindlichkeit auf ISO 640 auf. Und das Bild ist immer gleich belichtet, immer korrekt, obwohl dass ich die Blende mehr zugetan habe. Auf der anderen Seite kann ich das Gleiche machen. Ich kann die Blende mal komplett auftun, eine Blende 2,8. Die Kamera tut jetzt die Empfindlichkeit wieder runter, ISO 100 und es reicht sogar eine 400 Sekunde Belichtungszeit. Das Bild ist immer gleich, wir sehen von der Helligkeit keinen Unterschied, obwohl dass ich komplett unterschiedliche Einstellungen habe. Aber die Bildwirkung kann komplett anders werden und das ist der grosse Unterschied, den ich eben nicht beeinflussen kann, wenn ich meine Kamera auf Automatik habe. Was ich auch machen kann, ist, ich kann jetzt mit diesem Wissen die Kamera zum Beispiel zwingen, ein Bild heller oder dunkler aufzunehmen. Wie mache ich das? Folgendermaßen. Auch hier starten wir wieder mit einem korrekt belichteten Bild. Wir haben ISO 200, eine Blende von 2,8 und 125. Belichtungszeit. Und jetzt tun wir mal nur eine Komponente verändern und lassen die anderen sein. Also wir tun zum Beispiel mal die Belichtungszeit verändern. Auf eine 100. Sekunde, eine 80. Immer ein bisschen länger belichten und ihr seht jetzt, was mit dem Bild passiert. Jetzt sind wir auf einer 40. Sekunde, 30. Und das Bild wird heller, weil die anderen Komponenten bleiben gleich. Wir haben immer noch ISO 200, wir haben immer noch Blende auf 2,8, aber wir tun immer länger belichten, also länger Licht auf unseren Sensor lassen und so wird das Bild heller. Wir gehen wieder zurück auf unsere 100 Sekunden vom Anfang. Jetzt können wir das Gleiche machen mit der Blende. Wir tun zum Beispiel die Blende zu. Wir lassen unsere 100 Sekunden ISO 200, das ist der Start. Wir tun die Blende zu, 3,2, 3,5, 4,0, 5, 5,6 und ihr seht, das Bild wird immer dunkler. Das Gleiche, wir gehen wieder zurück, das Gleiche könnten wir auch noch mit der ISO machen, mit der Empfindlichkeit. Wir können zum Beispiel die ISO-Werte runter auf 100, dann wird das Bild dunkler. Oder wir können die Empfindlichkeit vom Sensor empfindlicher einstellen, ISO 400 beispielsweise, ISO 640, ISO 1000, das Bild wird anders. Das können wir einsetzen, das Belichtungsdreieck, wenn wir es verändern, wenn wir nur einzelne Komponenten verändern, können wir die Bildhelligkeit verändern und das können wir einsetzen, wenn wir Fotos machen. Wie man die einzelnen Komponenten einsetzt, die verschiedenen Situationen, das zeige ich euch dann in einem nächsten Film. Jetzt sage ich herzlichen Dank zum Zuschauen. Wenn ihr etwas gelernt habt, wenn ihr es interessant habt gefunden, gebt mir doch ein Däumchen hoch oder schreibt mir etwas in die Kommentare, was ihr gerne auch noch wissen würdet in einem nächsten Film. Merci vielmals fürs Zuschauen.